Ich bin sicher, dass Rolf von euch hat schön gehört wegen dem Journal und Nevada wegen sein Hauptredakteur Avram Sutzkeverin. Die Goldene Kate, Vierteljahrschrift für Literatur und gesellschaftliche Probleme, ist herausgegeben geworden in Israel zwischen den Jahren 1949, 1995 auf Jiddisch durch Histadrut, das heißt die Allgemeine Organisation von Arbeiters in Eretz Israel. Jiddische Schreibers und Schreiberinnen, seit und spät in alle Ecken von dem Goles, haben sich beteiligt in dem Journal. Der Fall betrachtet ich die Zeitschrift koidem kol wie ein internationales Netz und nicht wie ein israelischer Projekt, was symbolisiert die Politik von dem zionistischen Macht legabe Jiddisch. Zulieb dem Herausgeber und dem Ort, wo die Redaktion hat gearbeitet, hat man bisher geforscht im Journal in sehr spezifischen Kontext. Das heißt, in dem Kontext von dem Matze von der jüdischen Kultur und ihrer Institutionen in Israel. Dazu, keinmal hat man nicht studiert protemdig dem literarischen Inhalt von Die Goldene Kate. Für mich ist gewesen sehr wichtig zu finden einen neuen methodologischen Zugang, wo soll der ermöglichen, sich konzentrieren auf den literarischen Inhalt von der Zeitschrift. Dafür habe ich beschlossen zu benutzen die Methodologie von Weltliteratur in meiner Forschung. Die verspreizte und am meisten eingenommene Theorie wegen Weltliteratur hat vorgestellt David Damrosch. Laut Damroschen ist Weltliteratur ein Modus von Lernen und Zirkulation. Er sagt, dass ein Werk wird ein Teil von Weltliteratur, ein doppelten Prozess. Erst, wenn man lernt ein Werk wie eine Literatur, zweitens, wenn ein Werk geht zu einer breiteren Welt, man hat seine linguistische oder kulturelle Begründung. Damosches Zugang streicht unter das Beisein von einem literarischen Text in anderen Kulturen. Sie dort Definition scheich zu die Goldene Kate. Laura guckt dann auf der Zirkulation und Verspätung von dem Journal. Es ist da ein Dokument von Mechon Lavon, der Lavons Institut, was beweist, dass die Profiten von dem Journal Mechire in Deutschland sind gewähnt höher wie in Israel. Laut Hochnosses und Kreuzoes waren Jahr 1964 hat man verdient knapp 8000 Lires dank der ausländischen Verspätung und nur um 8300 Lires dank der in weniger israelischer Verspätung. In demselben Dokument sieht man verschiedene Länder und Städte, in welche verschiedene Institutionen und Yechidim vernommen mit der Verspätung von dem Journal, warten auf Geld oder müssen bezahlen die Redaktion. Zwischen sich hat man Australien, Frankreich, Uruguay oder Afrika. Die Themen von dem Journal Zirkulation und von der Neidigkeit zu vergessen die Verspätung in dem Ausland hasert sich über in Sutzkevers Korrespondenz. Damosches Definition ist ein bisschen problematisch zu anwenden, wenn man redet wegen literarischen Projekten, was haben kiemat nicht der Recht mit seine linguistische oder kulturelle Begründung. Als solche Herausforderung hat angetroffen Sol Zarit in seiner Forschung wegen Yankev Gladstein. Zarit bemerkt, dass Szenen durch Schreibers wie Gladstein, wenn man es Werk sind nicht mamisch zirkuliert geworden, mit sehr origineller Kultur, aber gleichzeitig die Schreibers haben geantwortet auf neue globale Abhandlungen. Ein anderer Forscher, Feng Chia, teilt, dass Weltliteratur vermogt Agency. Sie wird eine weltschaffende Aktivität. Zulieb dem redet wegen der inwendiger Weltlichkeit. Es ist eine Literatur von der Welt, etwas, was spielt eine dicke Rolle und ist eine Kraft in dem Prozess von der Weltschaffung. Ich will nicht vorstellen, keine neue Definition von Weltliteratur, aber ich muss definieren, was ich meine mit Weltlichkeit, Worldliness und weltisch, worldly, in dem Kontext von die Goldene Kate. Laut meiner Meinung sind weltisch solche Texten, welche zulieb sehr Stil oder Thematik sind nicht nur typisch eingeboren für der jüdische Literatur.
wie Moschel Modernismus oder universale Motiven wie Wanderung, Horemkeit oder Milchume. Wie weltische Texten betrachte ich die Texten, wo die Welt, ihre Struktur und die Beziehung zu Menschen ist der Hauptmotiv. Literarische Diskussionen wegen globaler Probleme oder solche Texten, wo es folgen noch globale ästhetische Strömen, stellen zu neu die Weltlichkeit von die Goldene Kette. Jüdische Schreiber, die haben sich beteiligt in dem Journal, haben gewohnt in verschiedenen Orten und sehr Werk hat stimuliert sei jüdischer und sei nicht jüdischer Kontext. Der Herauskommen von seiner Mitarbeit ist gewesen an internationale Netz. Die dosige Netz hat zugeführt zum Aufkommen von Weltliteratur, geschrieben auf Jiddisch. Lassen wir anheben von Rose Palatniks kurzer Erzählung zurück auf die Favela Berg, was es heraus in dem 21. Nummer die Goldene Kette. Palatnik, geboren in Kraschnik in Polen, hat sie 1936 gewohnt in Rio de Janeiro und von dort hat sie geschickt ihre kurze Erzählung, für welche sie hat bekommen in 1956 Fischl Bimkos Prämie für die beste Erzählung in die Goldene Kette. In Lexikon von Jiddisch Schreibers verruft sich man auf Sutzgewehrs Wörter wegen Palatnik. Es hat mich überrascht in Reish Palatniks Erzählungen die Reichkeit von ihrer Sprache, die Neuigkeit von ihrer poetischen Image, die Künstlerlichkeit von ihrer Öfen der Erzählen und ihr feiner Humor. Was bei die Reichkeit von ihrer Sprache und die Neuigkeit von ihrer poetischen Image in der Erzählung zurück auf die Favela Berg? Was will ich nutzen wie ein Moschel von einem Welttext? Geboren ist Joan auf einem von den großen nackten Favela-Berg in einer kleinen, hilzeren Chatkele, tief eingenogelt in der samme Gedichtenis zwischen anderen ähnliche Heißkelech. Der erste Satz in dem Palatniks der Erzählung stellt vor dem Hauptheld. Joan, nicht genit, ist geboren geworden in ein von Rio de Janeiros Favelas. Auf 5 Seiten lernt man wegen Joans schwerer, nicht kein joischerdicker Historie, was hebt sich an und endet sich in der Favela. Ich habe ausgegeben Palatniks der Erzählung zu Lipaposibes. Erstens, beschreibt sie ein fremder Wert für einen durchschnittlichen Lerner von dem Journal. Zweitens, ist ihr Text kritisch gegenüber dem gesellschaftlichen Seder, was beherrscht in Brasil, aber gleichzeitig sieht man in der Dosiker der Erzählung solche universelle Motiven wie unvermeidliche Geurer oder Liebe. Drittens sind die Haupthelden nicht Geniden. Sie sind nicht privilegierte Menschen. Sie sind enttäuscht von Favelas und der Hauptheld ist der Schwarze. Viertens ist ihr Benutz von der Sprache sehr interessant. Sie webt ein in der Erzählung fremde Wörter. Sie sieht euch, sie sind natürlich für Jiddisch. Dazu beschreiben die physischen Strichen von Favela-Menschen nicht Palatnik Stereotypen und sie folgt noch an orientalistischer Konvention. Palatnik beschreibt sehr kurz Joans schwere Kinderjahren. Wie ein Kind begegnet sich zum ersten Mal mit der Regierungsgewalt. Joan hat sich gehofft gleich mit allen, gegangen in Schmattes, gerissen sich über ein bisschen schwarze Fasolies und zusammen mit allen gewähnt und geklagt, wenn die brasilianische Regierung hat beschlossen zu werfen in Jammereien ein paar Favela Berg. Kdei leben die samtige Breges verbreitern die Wegen. Joan wird beschreibt koidem kol durch seine physische Strichen. Mit seinen breiten Plätzen, muskulierte Händen, knochige Füße und stark gewachsenem Kopf hat auf die Meer getrogen die schwärste Keuschen auf dem Kopf.
Von der einen Seite gibt Johann seine Starkheit chorisch, aber von der anderen Seite ist das ein Fall, welcher viele Leute fühlen sich mit ihm anders. Befragt Weibers haben vor ihm Meure. Die einzige Möglichkeit für Johann zu verlassen sein Leben in Favela ist die Armee. Da glaubt als ist so ein Gleicher mit Gleicher. Er darf nicht mehr stehen von der Weitens, gucken andere amüsieren sich. Da ist er Gleicher mit Gleich. Die Aktivität von Gucken ist sehr wichtig. Nicht nur Joan guckt in der Weitens, nur euch andere Favela-Täuschchen. Sie gucken heraus auf der Welt mit Schutz Favela-Berg. Aus Scheich gucken muss man herumreden, wie so ein Palatnik guckt auf ihre Helden. Favela-Täuschchen werden beschreibt durch sehr physische Strichen. Bovese Favela-Weiber mit meguschem dicke Cap gucken mit wilden Blicken. Trotz physischer Strichen streicht unter die Schreiberin sehr physische Bedürfnisse. In die Beschreibungen kennt man der Film Palatniks ein bisschen orientalistischer Blick. Beschat sein Dienst in der Armee wird Joanna Kalike. Er ist gezwungen zu leben auf die Gassen von Rio. Aber da bekennt sich Joan mit der halbblinden Maria, ein amolige, schön gesund Dienstmädel bei Reiche, was zulieb an Autoakzident und ein junger Bocher mit Luxusauto wohnt jetzt auf der Gas und zusammen mit Joan sie leben neben Farbengeschäft. Was Scheich zu Palatniks sprach, hat sie in ihrer Erzählung genutzt fremde portugiesische Wörter oder solche, was beschreiben typische Elemente für eine brasilianische Landschaft. Joan ist Goiaboda, Maria läuft zu ihr Namorado und nach ihr Akzident ist sie damit gestanden auf dem Rock von Atlantica, die Hauptavenue beim Okean. Der Ballebus von dem Farbengeschäft begrüßt Joannen und Maria sagen dich Bon dia. Und endlich wird man zerlegen sein Boutique. Palatnik erklärt, als Boutique ist ein kleines Geschäft, gedei aufzubauen an Edificio. Außer dem Wort Boutique, Palatnik hat nicht übergesetzt kein Schulwort und sieht aus, dass die Wörter sind natürlich verjährisch. Ich habe gesagt, dass laut meiner Meinung sind werde ich euch solche Texte, welche zulieb sehr still sind, nicht nur typisch für die jüdische Literatur. Da meint ich der griechische Modernismus. Ob man hat noch einen Gruben veröffentlicht modernistische Texten, ist das vorgekommen in die Goldene Kette. Die Zeitschrift ist geworden eine Tribune für einen neuen Durchschreiber in Israel, was haben geschrieben auf Jiddisch. Zutzgewer ist gewesen ein Mentor von der poetischen Gruppe Jung Israel und hat gern veröffentlicht in dem Journal Lemoschel Hey Binyamin zu der Ruchel Fischmanns Werk. Und da kann sehen von der jungen jüdischen Literatur in Israel und Hey Binyamins Lied. Trotz Jung Israel hat man publiziert in die Goldene Kette solche Modernisten wie Malka Chefetz Tutman oder Aaron Glanz Leyeles. Der Gründer von In sich hat sich regulär beteiligt in dem Journal bis sein Tod. Und mit der ersten Strophe von seiner Lied, was tragt uns, sie wird zu einer größeren Metropole, will ich endigen mein Referat. Das Lied Sieben Zwergen ist heraus in dem 4. Nummer die Goldene Kette. Eine zufällige Begegnung mit den Zwergen in Subway in New York, der ermutigt den Redner zu trachten wegen solcher Themen wie Verschiedenheit von New York, Gott, Treue, Ähnlichkeit und Freiheit. 7 Zwergen. Sitzen 7 Zwergen, 7 ausgestrotzelte Zwergen gegenüber mir in Subway. Sie fahren in Zirk. Was kommt mit Tummel jeden Frühling in New York? 7 Zwergen werden 7 Millionen in New York. 7 Miniature Grafen und Gräfins, Markisen und Prinzessins. Schönen Dank.